willkommen auf meinem Kanal. Schon gleich sehen wir den Brathitz reduzieren. Hallo und herzlich willkommen bei KidSwitch. Heute mit einem richtig emotionalen, intensiven Video. Es gibt nämlich KidSwitch ab heute 3 Jahre. Vor 3 Jahren habe ich mein erstes Rezept auf die Facebook-Seite KidSwitch aufgeladen und es ist für mich so ein emotionaler Moment. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt so ein 50 Facts About Me Video. Das wollte ich schon ewig mal machen. Und ich würde sagen, ich darf gar nicht zu lange lernen, weil es gibt das Video ewig lang. Und würde jetzt mit der ersten Frage starten. Ich bin mega gerne in den Kindergarten gegangen und ich hatte das Glück gehabt, 2 Jahre in den Kindergarten zu gehen. Ich habe jetzt noch Erinnerungen an Kinder und ich würde es nicht missen. Ich habe mich das erste Mal mit 14 schminken, weil meine Mutter immer die Bill Cosby Show geschaut hat und ihre Töchter dort, für die es kennen, auch sich erst mit 14 schminken. Und meine Mutter hat gefunden, es seien super Regeln. Logik. Mein Lieblingsfach war NMM. NMM, Natur, Mensch, Mitwelt. Einfach nichts mit Mathe, nichts mit Deutsch, nichts mit Regeln, sondern einfach kreatives Wissen. Ich habe sehr früh angefangen Hip-Hop zu hören und ich höre jetzt immer noch sehr gerne Hip-Hop, obwohl ich eigentlich wirklich alles höre. Solange ich ein Fest habe, bin ich dabei. Es war relativ einfach. Ich war ganz böse zu meinem Bruder. Und das hat sie mega genervt und ich war ein riesiger Chaot, oder immer noch. Und meine Mutter, die ist wirklich das Gegenteil von mir. Die hat wirklich eine Ordnung und ist wirklich super organisiert. Und das hat sie richtig genervt. Ich konnte wirklich in einen Raum hinein, 5 Sekunden später sich aussehen, wie eine Bombe eingeschlagen hat. Ja, das kann ich jetzt immer noch. Man kann mich so schnell auf die Palme bringen. Ich glaube, ich kann es gar nicht sagen, es hat so viele verschiedene Sachen gegeben. Ich glaube, als Teenager oder Kind als Eltern kannst du den Kind so hart auf die Nerven gehen. Aber es ist natürlich klar, es sind einfach Regeln, die einfach für mich sinnlos waren und sie super gefunden. Also, ja. Ich glaube, so die 8. Klasse fängt die wirklich noch richtig cool. Ich habe auch noch dort Freunde, die ich jetzt noch sehe, die ich dort habe, wirklich lernen kennen. Und die 8. Klasse, das wäre so mein Jahr. Ja. Also, ich bin Teamleiterin bei einer Telekommunikationsfirma, bei einer relativ grossen, und führe dort ein Second-Level-Team. Ich habe zum Glück den Verkauf gelernt, also ich bin Detailhandelsfachfrau. Und ich bin einfach, wenn ich die heutige Zeit anschaue, gottenfroh habe ich so eine Lehre gemacht, weil Verkäufer braucht es immer. Also, eben, Schweizerdeutsch und Deutsch, das wollen wir nicht dazu zählen. Ich kann Englisch, Französisch sehr schwierig. Also, es geht einfach so mit Hängen und Füßen. Und ich kann, glaube ich, besser Arabisch als Italienisch. Oh, mein Traumjob, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich würde wirklich sehr gerne Schauspieler würde ich wirklich sehr gerne. Ja, Traumjob. Also das, was ich jetzt mache ich extrem gerne. Also das erfüllt mich extrem. Aber wenn ich auswählen könnte, ja, reich sein und machen, was ich will, fängt ja noch easy an. Wie bin ich zum Kochen gekommen? Ja, das ist eine spezielle Geschichte. Ja, eine Zeit lang nicht wahnsinnig viel essen und mich wirklich darauf konzentrieren, was ich esse. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass wenn ich Sachen selber mache, dass die einfach viel besser sind. Und ja, das ist einfach Fakt, irgendetwas zu produzieren und herzustellen. Und so bin ich ein bisschen reingekommen. Und ich habe einfach, meine Großmutter zum Beispiel, oder mein Vater ist Koch. Und ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen den Gen, dass ich einfach gerne etwas selber herstelle und nicht so der Fertig-Food-Mensch bin. Mein Lieblingsspiel. Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was man mit Spiel meint. Also es gibt ja Brettspiele oder Games. Und wenn ich in die Richtung Games schaue, habe ich wahnsinnig gerne Zelda oder World of Warcraft. Das sind sicher so 2 Spiele, die mich am meisten geprägt haben, aber auch Super Mario und so weiter und so fort. Ich bin ein richtiges Nintendo-Kind. Aber wenn ich so Brettspiele anschaue, finde ich halt einfach so ein klassisches Monopoly oder, was ich auch ganz witzig finde, ist Louis Lupin. Das kann ich mega feiern, das Fakt.
Mein liebstes Hobby, also ich spiele leidenschaftlich Theater, also Laientheater, nicht irgendwie etwas Professionelles, also ja, nicht professionell, es ist einfach, ja, ich spiele Laientheater, das ist etwas, was mir wahnsinnig gut tut und eben, ich tue wahnsinnig gerne gamen, also sei es Konsolen, sei es Computer, das ist sicher etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, ja. Was esse ich am liebsten? Also mich kannst du eigentlich glücklich machen mit Meeresfrüchten, Fleisch und Teigwaren. Da bin ich völlig dabei. Ich hatte mal ein ganz schlimmes Erlebnis mit einem Aubergine-Gratin. Also so, ja, so Herdöpfel, so, das ist jetzt gar nicht meins. Also ich esse es schon, es ist nicht so, dass ich es grusig finde, aber das habe ich jetzt auch nicht wirklich sehr, sehr gerne. Aber sonst esse ich eigentlich wirklich alles, ausser ich muss es wirklich sagen, ich habe wirklich nicht gerne Leber. Und ich finde es eigentlich so ein schönes Stück Fleisch. Und ich würde es so gerne haben. Aber ich finde es wirklich einfach richtig hässlich. Ich weiss nicht warum. Einfach der Nachgeschmack. Geht gar nicht. Mein Lieblingsland. Also, ich war noch nicht in so vielen verschiedenen Ländern. Also, natürlich bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich hier wohnen darf. Aber wenn ich wirklich jetzt beamt werden möchte, möchte ich am liebsten irgendwo in Ägypten sitzen. Weil Ägypten ist für mich so, ja, ist für mich eine zweite Heimat. Ich war sehr, sehr viel in Ägypten und es ist einfach, I love it. Mein Traumreiseziel, ich würde extrem gerne mal auf Japan gehen. Das würde mich wirklich extrem reizen, vor allem weil es dort eine Insel hat, wo nur Katzen drauf leben. Aber ja, mein Traumreiseland, ich habe noch so viel nicht gesehen und noch so viele Kulturen lernen kennen. Das ist im Fall mega schwierig zu sagen. Weil ja, ich würde auch momentan überall gerne hergehen. Hauptsache fort und etwas Neues. Oh, das ist mega fies. Also ich habe nicht einen Lieblingsfilm, aber ich habe sicher so ein Lieblingsgenre. Ich schaue extrem gerne animierte Trickfilme, wie zum Beispiel Pets, Hotel Transylvania, Schreck, bla bla bla, einfach alles so animiert ist und ich kann die Filme 1000-mal schauen und also auch ins Kino komme ich nicht, wenn es nicht so ein Film ist. Und ich finde, ich will nicht traurig sein bei einem Film, ich will einfach Spass haben und dort habe ich wirklich am meisten Freude. Meine Lieblingspasta, ja, eigentlich alles, was so ein bisschen länglich ist. Also ich habe gerne Spaghetti, ich habe gerne Tagliarini, ich habe gerne Bandnudeln, einfach so lange Noodles. Egal ob dünn oder dick oder egal, das habe ich am liebsten. Meine Lieblingskochshow. Momentan schaue ich sehr, sehr gerne Kitchen Impossible, aber ich finde auch Küchenschlacht extrem lustig oder Swiss Dinner. Oder das perfekte Dinner. Also ich schaue allgemein sehr, sehr gerne Kochshows. Ausser so die altbackenen Sachen, wo wirklich so einer vor dran steht und irgendetwas einfach so langweiliges Zeug habe ich nicht gerne, aber so... Oder der Taste, oh mein Gott, der Taste, so geil. Das finde ich super. Oder das grosse Backen. Und jetzt höre ich auf reden. Ja, so solche Sachen finde ich gut. Ja, ich habe einmal im Fernsehen gekocht bei Bravissimo. Und ja, man kann das immer noch schauen und es hat mega gefällt und wir haben mega abgelost, aber ja, schaut es euch selber an. Es war cool. Und der Rüssi und Denise formen weiter ihre Hackfleischböllchen. Jetzt gehst du mal fragen, ob das gut ist. Kann es sein, dass sie Chefin in der Küche ist? Ja, ist sie. Aber jetzt kommen die Büsters ins Spiel. Dann ist aber dann ganz schnell die Retourkutsche gekommen. Ihr seid für mich, wenn es ums Essen geht, absolute Spitzenklasse gewesen. Was sensationell war, ist die Verbindung der Pasta mit der Sauce. Die Fleischböllchen waren Weltklasse. Ich lobe euch jetzt nicht mehr lang, weil ich gebe euch einfach 2 Bravos. Der Taste würde ich mega gerne mal selber mitmachen. Das fände ich ganz cool. Oder eben Kitchen Impossible. Das finde ich wirklich auch super cool. Aber du kannst natürlich nicht mit solchen Köchen vergleichen. Und dort auch wirklich so Köche mit, die eben so Michelin-Sterne und so weiter haben. Und ich bin halt wirklich so der «Hallo, Kochbuch, merci für den Tipp». Oh, Prosciutto, Salami und Speck. Ah, so toll. Ich glaube, nein, ich weiss gar nicht. Welchen Koch möchte ich mal treffen? Der Frank Rosin. Das ist echt so ein Peppo. Der ist super. Den würde ich sehr gerne treffen. Der hat auch gerne Bier.
Macht alles einfacher. Ich liebe Sauerkraut. Oh mein Gott. Ich könnte jede Woche könnte ich Sauerkraut, nicht jeden Tag, aber ich könnte jede Woche Sauerkraut essen. Es gibt nichts Feines als Sauerkraut. Mein Lieblingsrestaurant, das ist so eine blöde Frage. Also ich finde sicher das Beef in Bern sehr, sehr cool, kann ich sehr, sehr gerne. Aber wir haben zum Beispiel auch ganz herzige Beiz bei uns in der Region. Das ist der Bärenschöpfen. Die machen auch super Speisen und sind super sympathisch. Und es gibt in Amsterdam ein Restaurant, das Seafood Bar heisst. Und du kannst dort Meeresfrüchte reinklepfen. Oh mein Gott, Ostern. Wir haben zum Dessert Ostern gegessen, weil es echt so geil war. Und ich muss einfach geil sagen, weil wow, das Restaurant, my love. Salzig. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Schweiz finde ich es richtig schön, wenn es einfach nicht schön Wetter ist. Also, ich habe gerne Regen, ich habe gerne Nebel. Ich wohne noch im Seeland, also ich bin sehr, sehr gut bedient, was nicht schönes Wetter anbelangt. Ich habe natürlich gerne die Atmosphäre, wenn es einfach so ein bisschen kuschelig, dunkel. Habe ich gerne. Ich bin nicht so der heiß, schön. Hui-Typ, überhaupt nicht. Also, ich sage jetzt mal, ja, 3,5 Katzen. Wir haben 3 Katzen, die wirklich regelmässig heimkommen. Der Findus, die Anju und der Monsieur Moustache. Dann haben wir noch so eine Waldkatze, die so sehr, sehr eigensinnig ist, der Merlin. Und der kommt so ab und zu mal heim und sehr, sehr speziell. Also 3,5. Die gemeinste Frage auf dieser Welt. Weil auf Berner Platte hat es Sauerkraut, das ich wirklich richtig feiern kann. Und ein Entrecot, wenn es richtig schön gemacht ist, schön kurz und dann noch im Backofen, so ein bisschen Entrecot. Ja, ich habe einen Bruder. Ich bin in Bauingen aufgewachsen, das ist in Aglo Bern. Mit dem Band bin ich etwa 11-12 Minuten von Bern fort. Herbst. Es gibt nichts Schöneres als Herbst. Das Wetter ist richtig bündig. Es ist noch so ein bisschen wärmlich, aber nicht mehr verdammt heiß. Und das Essen, oh mein Gott, Pilze, Wild, Spätzli, Röseliköl, Sauerkraut. Dann fängt die Muschelzeit wieder an. Hey, Herbst ist einfach genial. Ich habe einen Fiat 500 Cinquecento in Münzgrün. Sehr wichtig, münzenfarbig. Meine Lieblingszahl ist 32 und ich weiss selber nicht warum, aber wenn ich die Zahl sehe, finde ich die extrem schön. Fragt mich nicht warum. Wie viele Kochschürzen? Ich habe viel ich habe sicher, ich weiss es nicht, aber ich habe auch etwas 17, 16, da muss ein paar. Oh, so fies. Ich habe so viele gute Erinnerungen an meine Grosseltern. Ich habe, glaube ich, die besten Grosseltern, die es auf diesem Planeten gibt. Und ich habe wirklich das Glück, dass meine Grosseltern jetzt eigentlich alle wirklich heute noch leben. Ausser mein Grossvater. Aber den habe ich eben leider nie lernen kennen. Aber ich habe so viele gute Erinnerungen. Also meine Grosseltern sind für mich wie so zweite Eltern. Und es gibt nichts Schöneres, als einfach coole Grosseltern zu haben. Und die habe ich wirklich. Und für das bin ich unendlich dankbar. Alpenexpress, Nostalgie am Brunnen, KitchenAid. Meine rosenrote KitchenAid, mit dem hat nämlich wirklich das ganze Kochzeugs angefangen. Ich habe mir mal einfach eine KitchenAid bestellt und dann habe ich angefangen zu kochen. Es gibt eine Schau, ich sehe es von hier. Oh. Wer ist ich glaube, mein Vater ist, mein Vater ist mein Vorbild. Er ist eigentlich so wirklich so die Person, die mir, ja, er hat einfach so alles so perfekt unter einen Hut gebracht, aber ist doch in dem Moment gleich nicht so perfekt, aber er macht es einfach so gut. Also, mein Vater ist für mich einfach, ja, er hat es einfach wirklich super gemacht und er hat so einen guten Charakter und also so viel erreichen und noch das Familienleben nebenbei so gut zu machen, also das ist für mich ein richtiges Vorbild. Also wirklich. Ich war gar keine gute Schülerin. Wirklich nicht. Also ich hatte sehr, sehr Mühe gehabt, weil ich so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom habe. Also auch immer noch.
Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Ärger bereitet, oder ich mir selber Ärger bereitet. Also ich war wirklich nicht wahnsinnig gut in der Schule. Nein. Das heisst viele Freunde. Ich habe wirklich Freunde, die ich, also viel nicht, aber die ich habe, das sind wirklich richtig gute Freunde und es sind treue Seelen. Ich habe Leute, jemanden, ich schon seit der Lehre wirklich sehr, sehr eng zusammen bin, jemand sogar vom Kindergarten und wirklich so Freunde gewonnen habe in den letzten paar Jahren, die wirklich einfach toll sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ein riesen Rotto, wo ich am Wochenende richtig durchdrehen kann. Das habe ich nicht. Aber die ich habe, das sind richtig gute Menschen. Eine schlechte, ja, es hat darum ein paar. Eine der schlechten Eigenschaften, die ich wirklich finde, das geht gar nicht von mir, ist, dass ich nicht sehr gönnerisch bin. Also, in dem Sinn, ich würde glaube nie jemandem ein Millionenlos schenken, weil ich einfach Angst hätte, dass die Person gewinnen und ich es nicht hätte. Ich glaube, das würde ich, nein, das ist wirklich auch böse. Das ist wirklich ganz, ganz ehrlich. Aber also ein Gewinnlos würde ich glaube nie jemandem schenken, weil ich würde mir in den Arsch hineinbeissen, wenn die Person es gewinnen würde und ich es nicht hätte. Hure böse. Das ist wirklich eine ganz schlechte Eigenschaft von mir. Ehrlich, aber wahr. Eine gute ich bin sehr, sehr treu. Also, ich glaube, wenn man mich als Freundin hat oder als Kumpan, Gefährte, dann kann man wirklich darauf gehen, dass man mich einfach, ich bin einfach immer da. Und ja, das finde ich wirklich sehr, sehr eine gute Eigenschaft. Also, auf mich kann man sich verlassen. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr offen ist und auf Leute zugeht. Und ja, mich kann man in einen Raum stellen und er kann ich connecten. Und das bin ich überhaupt nicht. Und das merke ich eigentlich erst seit ein paar Jahren, dass ich wirklich eigentlich gar nicht so drauf bin. Also ich habe wirklich immer gemeint, ich bin so extrovertiert und bla bla bla. Aber wenn man mich in einen Raum stellt und sagt, hey, Denise, geh jetzt mal zu einem wildfremden Menschen her und du mit dem ein bisschen connecten, das ist gar nicht meins. Also das habe ich vor allem so gemerkt, so bei Blogger-Events zum Beispiel, dass ich wirklich eigentlich sehr, sehr schüch bin und sehr, sehr verschlossen bin. Also ich bin immer froh, wenn man mit mir redet und ich eigentlich nicht auf einen Menschen zugehen muss, weil ich das irgendwie sehr unangenehm finde. Ich weiss nicht warum. Und das hat mich an mir sehr, sehr überrascht, weil ich habe mich als Typ überhaupt nicht so eingeschätzt. Aber ich bin eigentlich wirklich sehr, sehr schüch, was so Zeug anbelangt. Das hat mich wirklich sehr, sehr erstaunt an mir. Nö, ich bin wirklich ein richtiger Schweizer Käse par excellence. Man müsste wahrscheinlich ganz weit zurückgehen. Und meine Mutter hat schon mal gesagt, es könnte sein, dass wir irgendwie so zigeunerische Wurzeln haben könnten. Aber es ist so weit weg. Also wirklich nicht irgendwie 2-3 Generationen, sondern viel, viel weiter. Und ich bin wirklich ein richtiger Schweizer Käse. Ich habe das dümmste Sternzeichen auf der Welt, Jungfrau. Wie weißt du? Ich bin 29. Ich wollte mal einen Speckgugelhopf machen. Und dann habe ich eben den Speck nicht ausgelassen. Und weiss nicht was für Zeug noch in den Gugelhopf hineingepackt. Und dann habe ich den Gugelhopf in den Backofen getan. Etwa eine halbe Stunde später bin ich schauen. Und dann hat richtig geblubbert vor Fett. Und dann habe ich gefunden, da komm, du noch ein bisschen weiter und so. Habe ihn dann aus dem Backofen rausgenommen und dann habe ich den gestürzt. Und ich habe den Gugelhopf wirklich frittiert. Mit seinem eigenen Fett. Und man konnte ihn wirklich an der Wange bretschen. Und dann hat es wahrscheinlich ein Loch gegeben. Das war wirklich richtig widerlich. So, jetzt habt ihr so ein paar Anekdoten aus meinem Leben lernen kennen. Und ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr das Video angeschaut. Das ist für mich ein sehr, sehr spezielles Video. Das habe ich noch nie gemacht in dieser Form. Und ich würde sagen, ich hoffe auf die nächsten 3 Jahre oder 10 Jahre oder 20 Jahre. Und merci viel mal an alle die mich abonniert haben und immer wieder verfolgen und kommentieren. Ja, merci viel mal. Und ich würde sagen, bis gleich.